Drittes Kapitel. Der Berto geht weg. Es sollte der herausforderndste Weg in seinem Leben werden. Der Berto, der mehr gumpend als laufend das Feld überquert hat, das gerade hinter dem Haus liegt, hat jetzt ohne weitere Zwischenfälle samt seinem Kleiderbündel, das er ins blaue Stofftuch von seiner Mutter gewickelt, über seiner Schulter trägt, den Wald betreten. Er sieht, wenn wir ihn so von hinten anschauen, tatsächlich wie ein kleiner Vagabund aus, bevor ihn die Bäume und die Büsche vom Wald komplett schlucken, während die Krähen, die aus dem Wald zu hören sind, scheinbar die einzig aktiven Tiere sind. Schliesslich ist es Zeit vom Winterschlaf, wie wir ja die wissen. Der Berto hat eigentlich vorgehabt, sein Reich hier im Wald nur ganz kurz zu streifen, während er sich auf das Finden von Bertas Höhle konzentriert. Später würde er sicher so manchmal hierher kommen, wie er will. Das weiss er bereits tief in seinem Bauch. Und noch etwas ist hier in seinem Inneren. Etwas, was der Berto jetzt eben doch dazu gebracht hat, eine kleine Rast einzulegen und sich für einen Moment auf sein selber gemachte Lager zu hocken, das so herrlich nach Tannennadeln duftet. Er legt seinen Blaustoffbeutel mit seinen Kleidern drin neben sich, streckt die Arme aus und dann hört man den Berto herzhaft gähnen. Nicht, dass er müde wäre. Nein, genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Und das hängt eben damit zusammen, wieso der Berto jetzt eine Pause einlegen musste. Er muss sich zuallererst einmal beruhigen. Zornig bin ich nicht mehr, überlegt er, als er spürt, wie die frische und kühle Waldluft sein donnerndes Herz beruhigen. Und doch ist es ihm so, als würde es ihm demnächst das Herz zerreissen. Weil, was Berto hier gerade gemacht hat, ist schliesslich nichts, was gute Kiel machen würde. Und bei diesem Gedanken muss der Berto jetzt so laut lachen, dass ein paar aufgeschreckte Krähen, die gerade noch auf den Ästen der Bäume über ihm gehockt sind, sich jetzt mit einigem Kommentar in die Luft erheben. Und jetzt hat er die Brücke also vollständig und in einem Stück überquert. Und der Berto weiss jetzt auch, dass er, selbst wenn Berta ihn wieder wegschicken würde, was aber doch hoffentlich nicht passieren wird, oder? Er auch dann auf keinen Fall wieder heimgehen würde. Und, wie um seine Wahl zu bestätigen, zuckt ihn noch einmal ein heisser, lodernder Schmerz seine Backen, wo ihn gerade für einen Moment zusammenzucken. Er lächelt trotzdem mit einer riesen Freude weiter, und er sich mit seinem Kleiderbeutel über der Schulter auf seine weitere Reise macht. Der Berto hat die Brücke hinter sich verbrannt.